Guten Abend am Null. An unserer Mission von Haut wollen wir einen kleinen Besuch bei Smartbürger vom Kap Vert machen und gucken, wie sie sich zu Lützeburg angelebt haben, wie sie wohnen und wie sie arbeiten. An einer Carte Blanche vom 12. Februar von diesem Jahr auf RTL hat das die Präsidentin Laura Zuccoli ausgesucht, dass 74% der Kapverdianer, die heute zu Lützeburg leben, nicht mehr Primärschule besucht hätten. Madame Zuccoli hat auch darauf hingewiesen, dass besonders kapverdianische Jungen an der Lützeburger Schule noch immer massiv auf Filieren orientiert geben, an denen sie keine oder ganz wenig Qualifikationen erreichen geben. Das Carte Blanche hat eine vehemente Reaktion vom ADR-Deputierte Fred Kröp ausgelöst und es kommt zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen den zwei Kontrahenten, bei dem die Wellen hochgeschlagen sind. Der Null wollte wissen, wie es wirklich die schulische Situation der Kapverdianer im Land gestaltet ist und hat 3 Leute mit kapverdianischen Originen auf dem Plateau invitiert. Moderator ist Henri Fischbach. Es sind Carisa Delgado Diaz, es sind in Portugal geboren und heute zu Lützeburg groß geworden. Schon 36 Jahre, besteht mit einem Kongolesischen. Und 2 Mann von 2 Mädchen und schon Assistance Sozial studiert, aber auch einen Master gemacht, Ingenieurie Action Sociale, wo ich meinen Schluss habe über die schulische Integration von Primo-Arrivants Kapverdianer gemacht. Guten Morgen, ich bin Dominique Rocher. Ich bin da 32 und ich bin ein kleines Mädchen seit einem Jahr. Ich bin Französischprof an einem deutsch-lützeburgischen Lycée und ich komme auf Lützeburg mit 6. Ich bin nämlich in Frankreich geboren und habe dann meine ganze Skolarität hier zu Lützeburg gemacht. Ja, moin, ich bin Nelson Neves. Ich bin zu Saint-Quentin geboren. Mit 7 Jahren bin ich Chaillou gekommen. Ich Primärschule zu Dickrich und dann Stadt à Lycée, das ist Lycée Technique du Centre. Und ich bin gelehrter Dekorateur. Wir seit 13 Jahren arbeite ich als Laborgehilfe und ich bin auch Hobbykünstler. Ganz am Anfang hat gesagt, die hat ihren Master gemacht über die Kapverdianer an Schule, für mal ganz generell zu formulieren. Ich schwätze vom schulischen Erfolg und aber vom schulischen Misserfolg von Jungen mit kapverdianischen Originen. Vielleicht alle, Carisa, können die ihre Etude besser resümieren? Die Etude war wirklich über die Integration von Primo-Arrivants, das heißt Kinder oder Jugendliche, die aus dem Kap Vert oder aus dem Portugal, also egal von wo sie kommen, die hier an den schulischen System integriert wurden. Und en fait, Konklusionen davon ist, dass die Réussite von verschiedenen Faktoren aufhängt. Déjà erstens Spruch. Das heißt, wenn ihr auf Lützeburg könnt, für unser 12. Jahr, ist es viel mehr einfach, sich an den schulischen System zu integrieren, weil noch die Kapazität noch hat, die Spruch auch sehr zu lehren und auch zum Beispiel ist ich mit 8 Jahren gekommen, bald nicht, und ich musste normalerweise auf 4 Schuljahr gehen, aber ich habe auf 2 Schuljahr gesagt, also wenigstens der Spruch. Aber für mich war okay, es war nicht so ein großer Unterschied und ich konnte meine Schule normal machen. Aber die nur 12 Jahre kommen, das ist noch mehr kompliziert, weil das ist ja das Alter, wo sie müssen an der Lycée gehen. Und da kommen sie an einer Klasse d'accueil. Und da können schon ein bisschen die Schwierigkeit, weil du dann direkt Französisch und sie kriegen doch nicht die Möglichkeit, an einem normalen System zu gehen. Und da habe ich gemerkt, dass das war der nächste Faktor von der Réussite. Und dann den zweiten ist d'enseignen. Das heißt, Profen, die hinführen sich gut. Soit die Profen, die dich motivieren, encouragieren, für den Schule, also der Parcours gut zu machen, oder die sagen, nee, du bist sowieso Kapverdianer, du gehst als Putzfrau oder Coiffeuse oder also nein, ich gehe so Berufe, aber direkt an die Kasse gesagt. Und dann haben wir auch den Faktor Familie. Das heißt, ob die Familie sich auch um den Schüler und Person interessiert
auch motiviert also okay du kannst gehen alle muss schwer studieren dann studieren weil du kannst gehen und dann von den Hauptfaktoren das Person selber der Tisch hat an meinem Interviewen hatte ich Jungen die sie mal 12 14 Jahre kommen an die am modulär waren an die du nur gesucht tun nee ich will das nicht die sind zwar dann an Ball gegangen für die Studien weiterzumachen oder sie so hart geschafft für du nur op Technicien an die du nur den Backrouten an die du nur Tuni gemacht hun mit du hatte ich auch einer dabei die so tun ja ich gehe nicht dann mache ich nicht muss in Losoen die Lastjuren Grote Majo den internationalen Lycée zu Deiferding an Asch dat das mal eng kleng avancé weil muss awer so die Schulen sind auch nicht so groß dass so viel Schülerinnen kann empfangen und auch nach den zu Wolfswund oder zu Ettelbreck die könnt nicht bis an den Süden an den Schulen wo ihn halt den Kuren halt ob Portugiesisch oder ob Englisch kann machen. Das schon eng avancé mit gin wirklich noch so viel Sachen zu machen, weil da sie man schut Kanner, die dann aus dem Kapver kommen oder aus anderen Länder, die bei sech du eigentlich wirklich gut an der Schule waren. Ja. Die Hahina dann kommen mat 12 Joer, die dann an enger Cluster Köy gesagt gin, wo se wirklich Basics gesehen, obwohl se an ihrem Land dat halt konnten. Das immens schuld also schon Beispiele vu Kanner, die halt an der Mathe richtig gut waren dann an der Primärschule dann nicht so gut sind für wat weil Aufgaben dann op Deutsch durchstehen, dann versteht kann nicht was soll ich machen. Hätten sie lo eng Übersetzung op hier Mammespruch kindten sie die Aufgabe problemlos erledigen. Und du muss ich wirklich gucken, Lützeburg ist multikulturell, wir kriegen immer mehr Leute von überall und das muss ich wirklich an der Rechnung mal dran holen, da sind Sachen halt muss ändern, für dass die Leute sich auch besser integrieren, auch für dass die Leute auch besser Führung kommen, weil das wirklich nicht fair erkannt, den wenn's der Spruch halt se Sachen net kann machen halt do ze bremsen an segem Elan. Ma dünsch mal ganz interessant den Témoignage auch aus dem selveschen Interview aus an Städten notiert dat an secher Intervention beweist an der Mauer, dass die Elisabeth Cruz eng freier Schülerin aus dem Lycée Technique du Centre, dat sech ganz kritisch iwwer den Regime modulär äußert, hat as aus Portugal kom wie die Rochkariser hat dat ganz gut Schulresultater. Me hat war net froh darüber, dass wir hat zuletzt go net evaluiert gin ass an direkt an de Regime modulär geschickt gin ass an iwwer den Regime modulär sedet wo wirklich dats eng zocht Pubel an déi alle goten Schüler drageheit gin, de net an dat offiziell Schema drapassen an ganz wenig springet fertig aus der Pubel herauszukommen. Et Schwester noch vun der Schul wo hat an am Regime modulär werdet war den Lycée-Technique Nick Biver zu Dietling, wo den Zustand von der Schule so schlecht war, dass sie gut Fenster gebracht waren. Schüler sitzen do an Räumlichkeiten, wo die Fenster am Wand der Kammer futti waren. Me an der ganz positiv war dir dann noch für Druck so Carisa, trotz den schwierige Konditionen, das hat immer Profe gefallen, die hat motiviert tun, die viel Neues beibrucht tun an dann noch fertigbrüch eng 13 Sekundärtechnik an Dno dann auch bis op Duni. Die Education daheim spielt eine ganz große Rolle. Mir natürlich nicht so viel, ich kenne viele Eltern, viele kavadianische Eltern, die zu viel Druck machen. Die sagen, okay, Mom schafft als Sportsfrau, der Papa selber, ich weiß nicht wo. Die sagen, Paul riecht von Moyes bis Oves, dir muss es besser machen. Die muss es besser machen wie mir. Ich fand nicht gut. Ich so nimmer, ich noch selber 2 Kinder. Ich so nimmer, mal der Match. Geht Gas, was dabei rauskommt, könnt eben dabei raus. Mal dir nicht viel Druck. Und auch von sie Spruch nicht verstehen oder das Programm nicht verstehen, kennen. Sich da hinsetzen mit der Kinder, froh, was sie zu lernen haben. Allein dort zu sitzen, das hilft enorm viel.
Anführen allem waren Jene sind an der Schule, sich deplacieren, weil ich schon selber all die Jahren festgestellt, was die Eltern sich Männer interessieren, was Profen oder Schulmeister an der Schule, verschiedener, nicht all, machen, was sie wollen mit den Kindern. Du musst ihnen beweisen, hey, die Eltern sind an drin, aber wir sind aufmerksam, was geschieht. Macht nicht egal was. Weil ich selber für rund 40 Jahre sind diskriminiert an der Schule. Du Profen gesagt, hey, wie was lehrst du? Oder Schulmeisterin oder Joffrin. Sowieso Kaverdianer gehen sowieso nicht mehr Erbisch oder Botsfrauen oder ich weiß nicht was. Was bemüht sie dich? Das geht nicht. Und daheim habe ich das nie gezählt. Meine Kinder, sie gehen noch an der Schule, wo verschiedene Schüler diskriminiert, Profen, Männer. Ich so nicht mehr, das geht immer weiter. Diskrimination wird immer weiter bestehen. Das Fischers kann er daheim präparieren, aber wenn sie dabei sind, können sie bald alles affrontieren. Das heißt, Basis muss stimmen. Ein Baum ohne Wurzel, die fällt ihm. Egal, ein Lüftchen, die fällt ihm. Was muss sein? Externe Hilfe aufrufen, noch Hilfsstunden bezahlen. Ich habe noch mit meinen Kindern jahrelang investiert, am Platz sozusagen Dometen zu kaufen. Sollen sie an die Dedikation von den Kindern, Formation von den Kindern investieren, weil das bleibt, das ist für immer. Wenn Sie Kinder ein Auto schenken, innerhalb von 2 Minuten das Auto futti. Mit Education das bleibt, an Formation das bleibt. Also den System misst reformiert gehen, grundsätzlich reformiert gehen, das jo wirklich gut, dass verschiedene Sachen an Platz gesagt sind, an auch laufen. Ich meine, auch Primo Arrivant musste noch die Informationen kriegen, war das auch für mich möglich, wenn ich lo an der Klasse d'accueil kommen, am Regime, lo ist das ja Regime préparatoire, rauskommen, was für Möglichkeiten habe ich dann, für da rauszukommen. Und das wird ganz oft auch nicht erklärt oder nicht genug erklärt. Und wie der Nelson das auch richtig gesagt hat, du musst noch die Eltern mit an Boot kommen, das heißt, wenn Eltern oben da sind oder Elterninformationsdienst oder was noch immer, müssen die Eltern sich auch trauen, und da so nicht wirklich trauen, weil manchmal also doch so, dass die Eltern sagen, ja, ich bin just eine Botsfrau oder ich bin just ein Maurer. Ich verstehe all die Sachen nicht. Da sind das auch so accessibel möchte wie möglich für die Eltern. Also dass auch das Lehrpersonal halt nicht schwierig wie da benutzt, an dem es auch einen Brief von 10 Seiten schreibt. Das brauchen die Eltern nicht. Sie brauchen Informationen, konkret Informationen, so einfach wie möglich. Geht doch nicht oft gesagt, dass zum Beispiel ob der Regierung kann ihn sich auch melden, wenn ihn eine Mediation braucht, eine sprachliche Mediation, dass nicht das unbedingt ein Problem besteht zwischen dem Lehrpersonal, also sie wird Joffer, Lehrer oder Prof, und die Eltern, mir einfach die dabei ist, für das zu übersetzen. Und du wissen die Eltern auch ganz oft nicht, dass es die Service durch geht, dass es gratis ist, dass Schiedverein du kann anrufen, für sich die Hilfe zu holen. Und so bleiben dann noch viele Schülerinnen halt nur am Module hängen, weil sie, oder am Präparatoire, weil sie hier Raster nicht kennen, weil sie auch nicht wissen, wie ihr da rauskommt und weil die Eltern selber die Sachen nicht kennen. Wie sieht das Problem von Rassismus, Diskrimination par rapport zur kafferdianischer Communität zu Lützeburg? Seht ihr selber schon Opfer von Rassismus oder Diskrimination gewirrscht? Oder habt ihr leider in einem Bekanntenkreis, in einem Freundeskreis, die so Erfahrungen gemacht haben? Das ist, was mich steuert seit 1,5 Jahren, dass verschiedene Assoziationen Lützeburg wollen dahin stellen, gleichstellen wie Amerika, das ist Rassismus wie in Amerika. Wir dürfen nicht übertreiben. Wir haben
vereinzelt Probleme mit Rassismus, aber wir dürfen nicht übertreiben. Ich so just, ich lebe seit 1980 in Lützburg. Der Lützburger ist kein Rassist, für uns weg. Ich will just sagen, der Mensch hat Tendenz, das, was nicht richtig kennt, da ist misstrauisch, da fährten, das tut alle Menschen in sich. Natürlich haben wir vereinzelt Beispiele, vereinzelt Probleme, ob das am Sport in Lützburg ist, wo Rassismus ist, an der Schule, Kulturleben und so weiter und so fort. Wir dürfen nicht übertreiben, weil wir können uns nicht mit dem Ausland vergleichen. Ich habe ein Beispiel von einem Jungen, ein ganz guter Sportler, ich finde seinen Namen nicht so, d'origine Kapverdienne, den systematisch während Monate an seinem Sport diskriminiert ging. Und da hat die Schule interveniert. Die Eltern, das ist die Mama, Moje zugerufen, für zu erklären, was lebt, was sie Beruf mit den anderen Schülern möchte. Mama hat Moje gesagt, okay, ich komme an einer Versammlung. Mittags rief Mama Ramon, ich habe mit meinem Mann geschwätzt, der gesagt hat, dann, wie was soll ich für so Bagatellen an die Schule gehen. Da gesagt den, mit der Junge hat sich wunderbar, der Junge, der schuldig war, den hat sich entschuldigt und den hat versprochen, sein Beholen zu ändern. Da soll ich immer, dass die Education daheim. Education, Umfeld, es kennt keiner als Rassist auf der Welt. Ich so immer, dass das Umfeld, Education und für allem Krisen. In Krisenzeit gehen die Leute mehr egoistisch, mehr rassistisch, mehr aggressiv. Dann mengen sie, du gehst ihnen etwas wegschwellen. Ich so, das ist menschlich. Aber ich will nicht sehen, mein Lützburg, ich soll auch meinen, weil ich gehe auch dazu, dir auch. Lützburger sind keine Rassisten. Da sind den Rassismus gelehrt kriegt, da sind nicht ganz verstanden. Also ich meine, Kant kann nicht auf die Welt, dann sieht sich, ich habe es gegen die ein bisschen giel ausgesehen oder die ein bisschen wie Brung ausgesehen. Das meine ich wirklich nicht. Ich meine, das geht von daheim aus gelehrt und oft aus der Welt Leute fährten, das ist schon richtig, aber weil sie auf einer anderen Seite auch ignorant sind. Für mich, wenn ihn den anderen nicht kennt und noch nicht versicht, ihn zu kennen, da probiert den sich durch Geschichten zu erzählen und das kreiert den Rassismus. Das ist aber nicht schön. Nee, schön also das ist aber nicht schön. Und zu Lützeburg gibt es auch Rassismus an, vielleicht latenten Rassismus, wie ihn das nennt. Ich kann mit dir schwatzen, weil du aber noch nicht zu Brung bist. Ne? Die hin hast schon ein bisschen wie Brung, du fährst nicht, aber ich da. Das ist zu Lützeburg den Fall. Aber das ist Rassismus. Und das muss ich noch am Namen nennen. Rassismus, Diskrimination, das geht doch heute zu Lützeburg. Ich bin, wie gesagt, mit 6 Jahren aus Frankreich gekommen und habe meine Grundschule dann heute zu Lützeburg gemacht. Und dann, wie es soll Mädchen gehen an den Lycée, da war es ja, geht es dann an den Technik oder an der Klassik, weil ich hatte wirklich ganz gut Punkte und damals hat mein Schulmeister gesagt, nee, also mit den Punkten, du hast kein Zweifel, geht um Klassik. Und du hatten wirklich mit dem Inspektor müssten lang schwatzen, diskutieren, für dass ich an dem Klassik gehen, obwohl meine Punkte gestimmt haben, meine Épreuve commune auch gestimmt haben, meine Evaluation alle guten. Hu gestimmt, ich konnte auf die Klassik gehen. Und was wäre da geschieht, wenn ich an die Klassik gegangen wäre? Und das hat nicht geklappt, da wäre ich halt an den Regime Technik gegangen. Das wäre ja kein Problem gewesen. Ich habe meine Klassik gepackt und ich bin da auch diplomiert gehen. Und einfach der Fakt, dass der Inspektor sagt, nee, das packt das da nicht. Das war nicht, wenn es meine Punkte waren, wenn es absahnisch. Und das absahnisch, das war meine Hautfarbe damals. Ne? Es sie selber für Jahren diskriminiert gehen, wo ich mit meiner Frau ein Appartement gesicht habe. Wir hatten keinen Hund, keine Katzen, keine Kinder. Wir haben allen 2 geschafft. Wir waren ein Appartement 2-mal gucken, das war alles an der Reihe.
den darf jetzt nachschreiben als Proprietärin rakom. Du hast mat dat Mädchen an Neus Schnësse gängen, du sind se rëmkom. Du wat am Poier dick blech, du so sie schëllech ein Appartement der sawen nimi frei. Mi Fraseich geschwat, wenn meng Fra Litzburg net trich beherrscht. Du so dech Mädchen wat gehtt dann. Das da alles an der Reihe. Mi Papaieren all ze summen. De Preis as an der Reihe, ja me sie so wurt wirklich. Proprietärin wëll keng Negeren am Appartement. Oh, wat soll in da so? Ja, dat wéi. Wat soll in da so so? Mech wei so strächen, dat interessiert mech net. Dat war an nie Option. Ech so nëmmer hun Spruch geléiert, Ech schon probéiert Kultur besser kennenzuleieren. Ech gi mat 90% vun de Leideens. Ob dat Portugiese sinn, Lëtzebäier, Franzosen, mech wei so strächen, dat werdech nie. Schon perélech an enger schëllech Karriere Lützburg ke Rassismus, also kein direkter Rassismus erlieft, weil woch mir grös kisinn, woch Janer heieren hunn Jo schon dat, Dief an der schon dat und dat. Ich war gedurcht, okay, wärech geschützt vun der Dalle. Also do schätznech mech awer Frau, dat sech dat net erlieft hunn. Me wat mech viel markéiert huet, dats all die Beispieler, déi Leiit ma erzielt hun noch fir po woche eng Freundin vum mir erzielt, dats du dickrech immens viel an du wärm eng echt Joer Primärschule mit du sinnne schwanech Wunde gehang, dats du immens viel Rassismus war. Also du si wirklich viel kapverdianech Junker vun engem bestimmten Prof do immer Ruf gemacht gin. Also ich kut Gänsehaut net allem wat hat ma erzielt huet. Also das hat wo de Prof gesot huet, du gëst nicht. Aus deinem Leben du gëst nicht. An hat man den nur erzählt, wat mir groß war, wo hat doch, weil du mist du nur an Belsch goen, du doch Edukatrice gemacht, hat huet den Schulmeister bei der Post gesinn an direkt gesot. Erinnert die hat mir gesot, ich gif neich Ki aus meinem Liwen. Ich muss ich awer so haut sinn Diplomé d'Edukatrice. Wo michch mal so nachke, wennst du eng stark bei Sännech geht hues an wenn du net wees winst de Bass. Basis du hem as wichtig. Basis du hem, dann also du kann ganz schief goen an degem Liewen. Melo dat ich a wossen sinn, dat ich op der Arbeitswelt sinn, du mirlech awer pu Sachen. Es sinn Assistent sozial, schon e Master, es sinn eng Fra an es sinn schwarz. An do an schon e Post de Responsabilité. An du schon gemerkt an dem Quartier wo schaffen, wo auch se Komitee sinn vu Lützebäier, dass also am Ufang hat Schwierigkeiten akzeptiert zu gehen. Und ich habe am Anfang nicht so richtig verstanden, weil ich komme aus meiner Wieso-Nusswelt, wo alle Guten gleich sind und so. Und ich komme da so wirklich so gebremst, ich bin so gebremst an meinen Aktivitäten. Ja, für was wollen sie nicht mit mir kollaborieren? Und dann lassen sie rein so picken, ne? Wo so Witzer, so Iva Schwarzer, so rappen. Und dann gucken ich so, was sie nicht? Dann nee, nicht du, aber wisst ihr, die Anna. Ne? Okay. Oder zum Beispiel, so just die Witze am Flieger, ja, du hast den Flieger geholt und du warst schwarz und du hast dann an seiner Flasche Pipi gemacht und so. Und ich gucke so. Das hat mich immens viel schockiert. Und die sind am Gang von meinem Gleichen zu schwätzen, für Roma. Und für sie ist das ganz normal. Ne? Politik, ob das ganz Europa ist, hat mich mal besangst. Die Messagen, früher, dass man Rassismus, Hetz gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, das hat schockiert. Heute ist das salonfähig gehen. Sogar heute zu Lützburg ist das salonfähig gehen. Weil mir pur Politiker hier am Land, die das schüren, das heißt, mir Krise, viele Leute fährten ihr Arbeitsplätze,
sie so einfach, dass durch die Ausländer, durch die Flüchtlinge, sie méi Iwerfäll sie so fir méi Iwerfäll do, Et sind Ausländer, die dat machen. Und dat das Nährboden fir de Brongendreck, wann ich mich so äußeren an schon verschiedene letzte ihre Schwätzen. Dat sind Familien, Pap oder Mammen. Wie die sich äußeren, du war schockiert. Mit das normal gehen. Also Bemerkung über Flüchtlingen. Über Flüchtlingen, über Ausländer zu Lützburg. Und das Ignoranz pur. Aber sonst war das nicht so. Ich weiß nicht, ob das mit der Krise, so ökonomisch Krise, Sozialkrise. Aber das schockiert keine Sau mehr. Wollt ihr noch etwas beifügen oder können wir bei den letzten Sujets übergehen? Ich noch kurz ja, Dominik, ich meine wirklich, also muss du von der Schwarzen, iwwer den Rassismus, den nicht gibt, iwwer Diskrimination, nicht nur für die kapverdianische Community, aber für all die verschiedenen Kommunitäten, die es hier am Land gibt. Für du dann rauszukommen, für das auszuschwatzen und für die Leute auch zu edukieren. Ich, das ist wirklich das Wichtigste, Leute zu edukieren und auch, also wenn in einem Radiosender dann auch gibt, also Website fand ich auch wichtig, weil du nur siehst, dann für den nächsten Jahr kann ich vielleicht so ja, 3 schwarze Männer oder 3 Weißmänner, das kann ich auch so, weil ganz oft seht ihr schwarz Leute, aber nicht, wenn sie weiß sind, du seht ihr einfach 3 Männer, die fortgelaufen. Voilà, da sind du wirklich ernst, dass man wie da umgeht, auch mit der, an das Pensée sich du nur dann auch ändert. Ich meine, das ist aber wichtig. Carissa Diaz, Nelson Neves und Dominique Rocha, so nicht merci für die Partizipation. Das war ganz interessant. Ich habe mir wirklich alles im Detail durchgeschwärzt. Und ich hoffe, ich dann noch an nächster Zukunft drin für irgendein anderes Sujet können, auf den NOL TV zu invitieren. Merci noch einmal. Merci. Merci.